Der Philippus war ein Jünger von Jesus. Eines Tages hat er einen Auftrag von einem Engel bekommen. Philippus, mach dich auf den Weg Richtung Süden, und zwar auf eine einsame Wüstenstrasse. Auf dieser einsamen Wüstenstrasse ist am Philippus ein Mann aus Äthiopien entgegengekommen. Äthiopien, das ist ein Land in Ostafrika, ziemlich weit weg. Der Mann ist auf einem Wagen gehockt, wo ein Ross gezogen hat. So war man dann unterwegs, statt in einem Auto zu fahren. Der Mann war gerade in Jerusalem und hat dort im Tempel zu Gott gebetet. Während der Fahrt auf dem Wagen hat er in der Bibel gelesen. Der Philippus hat den Mann so angeschaut, wie er mit seinem Wagen immer näher kommt, und auf einmal hat der Heilige Geist zu ihm geredet. Der Philippus hat gestaunt. So spannend. Ich höre in meinem Herz, wie der Heilige Geist mir sagt, gang zu diesem Wagen und red mit dem Mann. Ja, dann mache ich das halt. Hallo, du. Excuse, ich habe kurz eine Frage. Verstehst du, was du da gerade lesest? Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen erschöpft. Einen guten Tag. Also, nein, nicht ganz. Wie soll ich so verstehen, wenn mir es niemand erklärt? Darf ich zu dir auf den Wagen kommen und in dein Buch schauen? Ja, sicher, gern. Hock dich doch da auf das Bänkchen. Es hat Platz für uns beide. Der Philippus ist zum Mann aus Äthiopien gehockt und der hat ihm gezeigt, was er liest. Ah, du liest aus der Bibel. Und du liest aus der Zeit, wo Jesus noch nicht auf der Welt war. Diese Geschichte ist aber hier noch nicht fertig, weisst? Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist der Sohn von Gott. Und Jesus hat alle Menschen so fest gern. Auch dich. Durch Jesus kannst du Gott ganz nahe kommen, weil er für deine Sünden gestorben ist. Wenn du deine Eltern etwas fragst, das du nicht verstehst, dann hast du ganz fest Freude, wenn sie sich Zeit für dich nehmen und dir es ganz genau erklären. Genauso hat es der Mann mit dem Philippus erlebt. Er ist nicht wirklich daraus gekommen, was er gelesen hat. Und war mega froh, dass da einer gekommen ist, der sich für ihn Zeit hat genommen und ihm alles erklärt hat, was er in der Bibel gelesen hat. Der Mann war begeistert von dem, was der Philippus ihm über Jesus erzählt hat. Das ist ja genial, was du mir da von Jesus erzählst. Ich entscheide mich für das Leben mit Jesus. Schau mal, dort ist ja gerade ein kleiner Fluss. Könnte ich mich dort nicht gerade taufen? So setze ich ein Zeichen, dass ich an Gott glaube. Das hat der Philippus noch so gern gemacht. Sie sind vom Wagen abgestiegen und der Philippus hat den Mann aus Äthiopien im Wasser getauft. Wo die zwei Männer wieder aus dem Wasser kamen, ist der Philippus plötzlich verschwunden. Fast so, als hätte Gott den Philippus in ein Flugzeug gesetzt, für ihn an ein anderes Ort zu bringen. Er hat ihn in eine andere Stadt transportiert. Dort hat er auch allen von Jesus erzählen. Hä? Jetzt ist der gute Mann einfach fort. Und ich konnte nicht mal Merci sagen. Ich habe so eine tiefe Freude und Dankbarkeit in mir. Endlich verstehe ich, was ich in der Bibel gelesen habe.